Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity, dem Einzelkartenspiel für Modeschau schlechthin. Ja, wer letztes Mal gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Denn unser guter Kumpel Arno, der macht sich gar nicht mal so schlecht als Modeberater. Sprich, was er gerade anhat, ist was Neues und ich glaube, es ist gar nicht mal so eine schlechte Wahl gewesen. Also mal gucken, wir müssen jetzt irgendwie hier weiterschauen, ein Café Theatre, das Einkommen abholen. Dann schauen wir doch mal, was denn das Ganze überhaupt eingebracht hat, beziehungsweise natürlich noch künftig einbringen könnte. Ankommen verfügbar, 20 von 80, verfügbar 19, okay, nimmst du gleich mal mit. Noch immer renoviert. Können Sie es weiter ausbauen? So die Frage, lohnt es überhaupt, das in Auftrag zu geben? Und dann halt auch die Frage, wo mache ich das? Ah. Ja gut, ja gut. Ich hatte irgendwie ein Briefsymbol noch. Briefsymbol. Ich überlege gerade, wo dieses Ausrufezeichen wohl hinzeige. Das ist wirklich dorthin oder bin ich gerade der, da irgendwie damit herumwatschelt? Mal ganz kurz. Kann nicht sein. Der Rat Assassinen jetzt einfach hier unten war. Ja, das gäbe schon mehr Sinn. Okay, zum Rat Assassinen also, das ist soweit klar. Café Theatre. Wir haben bereits etwas, womit ich das hier irgendwie mal verschönern könnte. Madame. Ja, scheinbar nicht. Monsieur, s'il vous plaît, ja, steht auch nichts. Ist doch alles für den Arsch. Arno, ein bisschen vorwärts, dankeschön. Alles für den Arsch, außer das hier. 18 nachverfolgen, was Schwierigkeit, eine Stufe. Ich kann sagen, anzeigen. Die Herbertisten verbrennen selten religiöse Manuskripte, von denen einige Szenengeheimnisse enthalten. Sie müssen vor Zerstörung gerettet werden. Belohnung 500 Francs ist zwar jetzt nicht so wild, nicht wahr? Aber natürlich die Frage, ist es überhaupt notwendig? Gucken wir nochmal, der Rad ist also unten. Ist dort die andere Frage, wo komme ich denn überhaupt oben hin? Gässgisse. Nee, mal ganz ehrlich, was soll das sein? Ich habe nichts mehr auswählen und so. Das sieht einfach nur aus, als wäre irgendwie, was weiß ich, irgendwie hier hingeladen worden und nicht ganz komplett. Sehr seltsam, sehr seltsam. So, hier oben haben wir noch ein Briefsymbol. Arnos Zimmer, was ist das? Mein Zimmer? Okay. Briefe von Elise, neue Briefe verfügbar, Briefe lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arno, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne, nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt. Und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die deine, Elise. Ach ja, Elise und Arno, was für eine Romanze, nicht wahr? Ja. So viel dazu.
du getan? Ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt, aber nun läufst du zu den Assassinen? Mein Vater hielt dich aus gutem Grund von ihnen fern. Ihr Credo ist wie Wein. Zunächst erscheint er süß und in Maßen macht er das Leben lebenswerter. Doch schaut man tiefer ins Glas, findet man nichts als Wahnsinn und Anarchie. Zweifellos haben sie dich bereits mit Geschichten über uns böse Templer indoktriniert, dass wir die Menschen versklaven und die Welt beherrschen wollen. Du kanntest meinen Vater und du kennst mich. Ich kann nur beten, dass das reicht, um nicht daran zu glauben. Mein Orden hat sich gegen mich gewendet und ehemalige Freunde jagen mich nun. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch du dich von mir abwendest. Denk an mich und alles Liebe. Elise. Die arme, arme Elise. Weißt du, schon die gute Frage ist, wer sind sie wirklich der Böse? Sind es die Templer? Sind es die Assassinen? Waren es ursprünglich die Templer? Oder waren es doch ursprünglich die Assassinen, die böse waren? Nach waren die Templer böse? Irgendwie habe ich das Gefühl, ist es immer nicht so richtig klar. Das muss doch auch nie sein. Ja, Arno. Nun gut. Nein, du sollst aufstehen, Kumpel, aufstehen. Nein, nein, nicht lesen. Ganz ruhig, komm da weg. Dankeschön. So, jetzt aber, die Frage, jetzt aber da irgendwie noch ein anderes Symbol da. Wo geht's denn hier noch hin? Vermächtniskammer. Ach du Scheimgleis, sind da noch ein paar Anzüge, die wir bereits kennen. Edwards Montur. Den berühmten Piraten Edward Kenway aus Assassin's Creed 4, Black Flag. Connors Montur, die kennen wir sogar. Das habe ich ja Let's Play das Spiel. Ezio's Montur, der war, glaube ich, aus Assassin's Creed 2. Kann das sein? Da müsste er aus Assassin's Creed 1 gewesen sein. Wird doch irgendwie Sinn geben, war? 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir irgendwie den 5. oder Zwischenteil. Keine Ahnung, was genau sein soll. Aber interessant. So. Jetzt genug da irgendwie. Ein bisschen. Geh's mal runter, Arno. Dankeschön. Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto nicht im Schatten zu arbeiten? Unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen. Oder? Touché. Ja, stimmt, hat was. Trainingsraum entdeckt. Ach so, ich bin hier am falschen Ort. Ich dachte gerade, hey, die Leute irgendwie. Aber gut, ganz kurz trainieren war wieso eigentlich nicht. Ja, dann beginnen den Schmetterschlag, den wir natürlich gerne machen. Teleportation. Siep. Weil ich glaube, im Kampf kann der echt noch sehr nützlich sein. Ihr kennt die Regeln. Okay, war bereits einer, schön. Greift doch mal an. Okay, macht also nix. Bravo. Bravissimo. Ja, das war natürlich sehr schwierig, muss man natürlich zugeben, war. Auf die schwache Seite! Was zum? Kann einfach schießen, nicht schlecht. Exzellent. Du hast wirklich Talent. Aua, aber gar nicht gesehen. Aber Alter, ich nehme plötzlich so wenig Schaden. Ist das geil. Und niemand wird dich stoppen. So, war's das? Sieht so aus. Schmetterschlag abgeschlossen. Geil. Fortfahren? Ja, gerne. Bitte was?
Ich wollte eigentlich mit der Story weiterfahren. Betonung liegt auf Folter. Und scheinbar geht's auch. Nur gut. Also wenn das sowieso natürlich die Hütte der Assassinen ist. Ja, stimmt, von da kam ich ja, war. Der muss doch hier irgendwo runtergehen. Kammer der Andenken. Ah, du scheinbar, was ist hier los? Okay, Leute, ich glaube, wir werden hier noch sehr viel Spaß haben künftig. Aber jetzt erstmal geht es weiter nach unten wieder, sprich mit Hauptstory weitermachen als zum Rat der Assassinen, wo auch immer ich da irgendwie hinkommen mag. Das ist nur eine andere Frage. Ja, was doch nichts Besonderes war. Gut. Aber eigentlich ganz ehrlich ist es ja schon irgendwie ein sehr offensichtlicher Platz hier. Also ich finde es auch seltsam, dass irgendwie nie so ein Tempel auf die Idee kommt, da kommt man nachgucken gehen, aha, komm hier runter. Von ihnen auch runter. Jetzt bin ich doch schon hier. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seine Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus 3 Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Interessant. Duma de Ganeli, wie auch immer. Geborene Thomas Rival der Templer. Ich habe das Gefühl, dass man den auch mal spielen konnte. War in einem Assassin's Creed Teil. Sonst noch Pierre Blanc, König Ludwig der 16. war, Jacques de Molay, wo er damals gekillt war. Ja, genau. War aber noch in der ersten Erinnerung. Elise Laser. Was? Seitens der Templer, aha. Templer suchen einen ihrer Regimewechsel zu vertuschen. Oha. Das ist natürlich total scheiße. Nun gut, was ist denn hier los? Aha. War das Rätsel? Ja, ich sage, das Spiel hat sicher noch einiges zu bieten, von dem wir momentan noch, oder zumindest nur einen gewissen Anteil an Ahnung haben. Aber jetzt erstmal zurück zum Rat. Habe ich noch was irgendwie aufzurüsten, eigentlich nicht groß war. Alles auffüllen, oh, wieder 1000, vor allem halt die Pfeile. Die sind vor allem so verdammt teuer. Naja, wird schon werden. Jetzt erstmal schauen, welchen Bösewicht wir denn nun zur Rechenschaft ziehen sollen. Sequenz 5, Erinnerung 0, Ratsbericht. Berichtet Mirabeau, was ihr herausgefunden habt.
Die sieht schlecht aus. Seit Monaten liege ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de la Sarres Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Sivert waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Sarre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Sarre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Das ist alles. Also die da selber kommen können. Nun gut. Den Schmied finden. Wo könnten der alte Knacker, der ist hier oben, war? Schwierigkeit 3, das wird auch kein Problem sein. Haben wir hier irgendwo noch einen Schnellreisepunkt? Das ist doch mal nice. Aber ich glaube, der einzige ist hier drüben, war. Sprich der hier. Dass die Abkürzung jetzt irgendwie lohnt. Ja, doch schon. Aber ist wirklich die einzige hier? Ist einfach so, was? Sind zwar noch irgendwelche Punkte, Auswärtspunkte, aber Teleporten hierhin geht ja auch nicht. Ja, da ist ein bisschen nicht ganz so praktisch, wie ich gehofft hatte, aber gut, es muss irgendwie auch so klappen. Mach trotzdem mal einen Schnellreisepunkt hier hin. Ups. Die falsche Taste, Entschuldigung. So, jetzt aber. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir uns mittlerweile nur noch im Kreis drehen. Sprich, sobald wir halt einen irgendwie erledigt haben und denken, ja, der Mord ist jetzt gerecht, kommen jetzt die nächsten Informationen hoch und so weiter und so fort. Und das ist natürlich mit Elise auch noch so ein großes Thema. Wieso wurde sie irgendwie verstoßen, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn da entweder natürlich eine dritte Fraktion dahinter stecken würde oder aber irgendwie Assassinen und Templer miteinander arbeiten würden. Gegen Arno, gegen Elise. Das wäre mal ganz krass. War so, wo ist jetzt zum Henker? Dort war. Ja, aber einen kleinen Weg vor mir. So, hier wären wir schon mal. Hat es hier unten noch irgendwie... Gut, das ist die Frage, soll ich da direkt runterspringen, wa? Aber... ganz so doof bin ich ja eigentlich nicht. Ich hoffe zumindest... Autsch! Aber ich habe Rex noch den Knopf gedrückt zum Abholen lassen. Naja. Ich muss eh da drüber, wa? Tja, will mal sagen. Los geht's! Das sollte jetzt zwar gar nicht, aber passt auch. Ja, Entschuldigung, muss mal ganz kurz durch. Ja, dankeschön. So, jetzt aber. Bin noch ein bisschen schon angenommen, wa? Entschuldigung. Was für einer?
Bleib zurück! Hast du irgendein Problem? Aua! Nee, aber du hast jetzt eins, so. Hab nichts gemacht! Aua! Sie haben auf mich schießen müssen. Und schon sieht mich keiner mehr. So, ganz kurz einen Trank nehmen. Und dann ist die Frage, komme ich da drüben auch irgendwie? Ja, müssen eigentlich gehen, wa? Dass da drüben auch irgendwie noch hochkomme. Gegner erinnern sich an sie, wenn ein Konflikt beendet ist. Mhm. Dummerweise. Was für schon 50 Killerpunkte? Wieso? Weil ich bloß einen gekillt habe statt 3? Hm. Dann mal ganz schnell hier hoch. Die Rue de Paris. Oui, Monsieur. Et Madame. So, sieht doch schon viel besser aus. Ja, so ein Trottel. Sogar mehrere. Entschuldigung, geht's halt nicht. Dass wir gleich so unhöflich sein müssen, wa? Du hältst mich immer nur hin. Du musst jetzt bezahlen. Kein Schutzgeld mehr. Hörst du? Ich habe genug. Ich verdiene das Geld nicht hier. Ein Problem weniger. Jetzt haben wir hier auch noch eine Kiste, wie es aussieht. Die Frage hierbei ist... Ah, die ist bereits dort. Das sind sogar 2 Typen, wobei kein Problem für uns war. Ich natürlich mal den einen killen. Ah, willst du Prügel beziehen? Jagdhilfe! Versuchst du wegzulaufen? Tja, also eigentlich ja nicht. Wohl 4 Bandage, okay. Haben schon noch ein bisschen Schaden genommen, wa? Wobei ja nicht so viel. Dann mal gucken, wie schwierig ist das Schloss. Ach du Scheibenkleid, gut, wir haben zwar 5 voll. Ja, verdammt. Nein, da geht's einfach nicht. Okay, lassen wir, Freunde, machen ein anderes Mal. Ah. War es immer so knapp, aber ja, sowieso nur noch 3 und das ist mir echt ein bisschen zu heikel. Gut, dann haben wir knapp 100 Meter bis zur nächsten Truhe. Müssen uns hier wieder irgendwie verstecken, wie es aussieht. Hey du, ich will mit dir reden. Auf welcher Seite stehst du? Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Oh, verstehe, du bist ein Royalist? Dann kriegst du jetzt, was dir zusteht. Was für ein Arschheber. Nun gut, würde man sagen, viel ist zwar kämpferisch nicht geschehen in diesem Part, trotzdem ein bisschen trainieren konnten wir und wir haben das ein oder andere über Elise und ihre Beziehung zu Arnaud noch erfahren, natürlich auch noch was der Rat der Assassinen zu unserer aktuellen Situation noch für eine Meinung hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Assassin's Creed. Mal ganz kurz. Wo ist die Truhe hier? Oh, da oben. Da muss er wohl von außen rein, wa? Die Frage ist hier bloß von woher genau, oder ist sogar hier drüben? Yep, das könnte was werden. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Unity. Ciao zusammen.